Der sogenannte Fiscal Cliff sorgte in den vergangenen Wochen für unglaubliche Aufregung. Zur Debatte stand, dass automatisch in den USA Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen am 1. Jänner wirksam werden und die Konjunktur enorm bremsen. Und wenn die USA-Konjunktur gebremst ist, ist die gesamte Weltwirtschaft betroffen. Mittlerweile hat man sich geeinigt, aber nach einer unglaublichen Aufregung über die Steuererhöhungen. Dabei muss man sich vor Augen führen, es ging darum, dass der Grenzsteuersatz für Personen, die mehr als 400.000 Dollar verdienen, also über 300.000 Euro, von 35 auf weniger als 39% angehoben wird. Darüber regte man sich auf. In Österreich ist ein vergleichbarer Steuersatz vorgesehen für Personen, die zwischen 11.000 und 20.000 Euro verdienen. In Österreich steigt bereits ab 60.000 Euro der Grenzsteuersatz, also die Belastung der höchsten Einkommensteile, auf 50% an. Man kann sich wahrscheinlich aus österreichischer Sicht nur einen Fiscal Cliff und seine Lösung wünschen. In Europa herrschte daraufhin Befriedigung. Die Amerikaner sind ja nicht imstande, ihre Probleme zu lösen. Man müsste eigentlich sagen, hätten wir nur deren Probleme, weil es ging darum, das Budget zu sanieren. Das Defizit beträgt dort 1.000 Milliarden Dollar im Jahr, also eine gigantische Summe. Dazu muss man sich aber vor Augen halten, dass allein das Basis-Militärbudget der USA 667 Milliarden derzeit beträgt, obwohl es schon gekürzt wurde. Und in Kriegszeiten kommen noch 300 oder mehr Milliarden dazu. Also allein 1000 Milliarden macht in Zeiten von Kriegen das Militärbudget aus. Das sind die Relationen. Wenn man dann noch bedenkt, dass die gesamte Steuerlast, also alles, was der Bund, die Staaten und ansonsten an Steuern anfällt und Sozialversicherung ja auch, das ergibt 25% des Sozialprodukts. In Europa ist ganz selbstverständlich 45, 47% und mehr. Also wenn die Amerikaner nur ein bisschen ihre Steuern erhöhen, immer noch weit unter den europäischen, haben sie gar kein Defizit. Und ganz am Rande sollte man vielleicht bemerken, trotz all dieser sogenannten Probleme ist das Sozialprodukt pro Kopf um ein Drittel höher als in Europa. Es wächst derzeit, in Europa aber haben wir Stagnation bis Rezession. Also kann man nur sagen, bitte so einen Fiscal Cliff für uns auch.